Wahrer durchdenken. Nu dat wir bald hier sind mit dieser Unterholung, denkst du vielleicht so, ist das wirklich so schlecht mit geliehen Geld zu schaffen? Vielleicht ist Victor ein bisschen dramatisch. Das ist verständlich. Sich ab das Kreditsystem zu verloten für unsere finanziellen Bedürfnisse, ist krieg so deep in unsere Denkweise angewartelt, als das Verkaufen von Verjährungsrechte 500 Jahre zurück wir. Ich muss Verjährung kaufen, dort wird allgemein gedonen. Und wenn alle Mann das tät, dann bedeutet das doch, dass es wahrscheinlich recht ist, nicht so? Da kann je gar nicht sein, dass Martin Luther auf einmal hastig reich sein wird. Die Möglichkeit dafür ist leer. Wenn wir nu zurückkicken, danken wir Gott für Martin Luther, was unsere Augen für die Erlösung einzig durch Gott seine Barmherzigkeit aufmögt. Vandaag sind wir noch standhaft. Wir glauben, dass dort, was uns bekannt ist, reicht ist. Aber einmal ist das nötig, dass uns wacker geroepen wird, vom Nien darüber zu denken. Oder 95 Thesen an unsere DNA genagelt zu kriegen. Denke mal nu, was das braucht, eine Ändernis an die Menschen erdenken zu bringen. Wenn ein Missionar nach Afrika fährt und sagt, dort mit etliche frühes Tod zu leben nicht biblisch ist, dann wird ein reicher Afrikaner am antworten, du verstehst es nicht, was denkst du? Wir haben all hunderte Jahre so gelebt, das ist irrbar. Wenn ich 2, 3 oder 4 Familien feiden kann, das ist ein Zeichen von Sehen. Ich kann das tun. Ich arbeite mit Verantwortung. So ein Denken fordert eine Veränderung von das Hort und das ist ein Prozess. Wir sind in einer sich liegenden Situation mit Mammon. Das ist für uns was Gewöhnliches, mit Geld liehen und Kredit an die Banken zu arbeiten. Das ist für uns krieg so normal als das Verkaufen von Entlotungszadels für Katholiken im Mittelalter oder die Polygamie für Afrikaner. Wir haben kein verplagtes Gewissen. Wir fühlen uns gut mit der Situation und Andras Tolenhaft für uns kein schlechter Geschmack. Du hast kein Weg, um das neue Prozess von Horten und Sinne zu ändern, aber ich denke nicht, dass der Reformationsprozess in der Welt anfängt. Reformation fängt mit Christen an, die fängt mit der Kirche an. Wenn wir Christen uns nicht an Gott bringen können, wieso soll das ewige Port von der Welt dort dann dauern? Unser Lebensreden lügt aus unserer Welt, und einmal ist das Leben von einer nicht glaubenden Person antreibender als das von einer Glaubenden. Vielleicht erfahren die mehr Scheingonen als die Glaubenden. Aber wenn wir uns ganz vertrauen auf Gottes Arten und seine Wunder erfahren, wo er uns versorgt, dann wird es sicher bewiesen, dass wir Gott leben. Mein Volk ist zu nichts geworden, weil sie nicht belehrt sind. Du hast die Lehre nicht genug geachtet. Nu wo ich die auch verachten, und du wirst nicht mehr mein Priester sein. Und willst du deinen Gott seine Gesetze verjeten hast, wo ich deine Kinder auch verjeten. Hosea 4, Vers 6. Das ist ein sehr hartes Wort an die Priester, wat ihre Abgabe, Israel zu lehren, nicht ernst genommen haben. Gott ermahnt uns auch, dass wir zu uns Verhältnis mit ihm treu sein sollen. Wenn dort mit Finanzen zu tun haft, ja, du wirst wie nicht von beter. Keiner hat uns gelehrt. Wo die Bibel schon lehrt das biblische finanzielle System. Die Graduanten sind unsere zukünftige Pastoren, wat uns unterrichten sollen. Aber das Thema ist nicht da. Vergebung und Heilung von den Kranken wird unterrichtet. Aber das finanzielle Thema haben wir die Welt überlassen. Wir schicken unsere Kinder nach weltliche Universitäten, dort die von Mammon lehren können, mehr Geld zu machen. Dort ist verantwortungslos, unsere Kinder das System von dieser Welt zu übergeben. Als Christen haben wir sicher mehr unterbeiden. Was christliche Ideen sind ein bisschen lästig. Wir fahren nur arme Länder und liehen Menschen durch ein kleines bisschen Geld, um ihnen zu helfen, ein Geschäft im Gehen zu bringen. Wir wollen was Gutes tun und denken, dass das eine gute Idee ist. Aber wirklich schafft das meiste aus dem Drogenhandel, wo die Händler an der Schule umsonst kleine Moten von Heroin utteilt, so dass die Kinder dort gewarnt wurden. Diese Inversion betont sich, während sie immer mehr neidig haben und auch bald schwere Drogen fordern. Wenn wir das Evangelium von kleinen Sammengeld liehen, nur die armen Länder nehmen, liehen wir den Menschen Mammon sein System unternehmen, das ökonomische System von dieser Welt. Ja, am Anfang ist das mit kleinen Samen, aber mit der Zeit wollen sie mehr wählen. Wir haben von das System von der Welt gelehrt, wir haben dort an unsere Kirchen angebracht, und uns Recht angenommen, und nu tragen wir dort an der Welt nehmen. Beit die Bibel uns nicht mehr als dort an?
Wo können wir diese junge Christen in ihr Verhältnis mit Gott stärken, wenn wir in am täglichen Leben uns selbst wird bringen und ihn dort anwarnen selbst wird aus Gott zu vertrauen? Mein Gott helpt mich, wenn ich Vergebung von meinen Sünden nötig habe, und er helpt mich, wenn ich krank sei, aber wenn mir Fürsorge fehlt, dann nicht. Jesus starb nicht bloß für unsere Sündenvergebung und um unsere Krankheiten zu tragen, aber dort Erlösungswerk, was er am Kreuz erfüllt, enthält auch dort Redeport, seine Fürsorge für uns. Wenn wir das Evangelium nur arme Länder bringen, müssen wir das Evangelium ganz verkündigen. Das ist eine Verhältnisfrage. Nur wem kick wie, was uns versorgen wird? Wo bringt es mein Verhältnis zu Gott? Und wo weit vertraue ich an? Wo sehr mache ich mich von ihm abhängig? Wer kann mein Haar senden? Mammon oder Gott? Trage ich dort für mich was zu wagen, was ich mir ausrechnen und verstehen kann? Oder habe ich gefallen an Gott seine Wege, so als er in Sprecher 23, Vers 26 sagt, mein Sehn, sie von Horten donne uit op meine Wege zu gehen, und lot deine Augen sich zu meine Wege freien. Das ist, was der Herr sagt. Ich war dem verdammen, der sich auf Menschen verlässt, und auf die Kraft von Mana, und nicht sein Vertrauen auf dem Herrn sagt. Der wird als ein Struck in der Wildnis sein, und niemals wird Gaudet ab sich kommen sein, der wird ab Saltland zu wohnen kommen, eine dreie Wildnis, wo keiner wohnt. Aber der Herr wird dem Mensch sehen, wer sein Vertrauen auf ihm sagt, der sich ganz ab dem Herrn verlässt. Der ist gleich so als ein Baum, der an ein Wutter steht, und seine Wartlen Riefer schmidt. Ein Daunt, wann das dann noch heit wird. Hij brucht sich nicht ängsten, seine Blätter waren rein blieben. Ein dreht Jahr bedürt dem nicht, der hielt nicht ab mit Frucht tragen. Jeremia 17, Vers 5 bis 8. Wer ist ein besserer Herr, Mammon oder Gott? Wem vertraue ich? Wem will ich dienen? Wenn ich Gott will, und dort bedient nicht bloß scheine wir am Sonntag zu Marius, aber auch Montag in Sinnabend mit meinen Entscheidungen und Doten, wer ihn dort allein bewiest, was ich wirklich glaube, sie ich reit mich ganz zu seine Wege Hand zu geben, und der bringen zu das Kreditsystem von dieser Welt zu verbrennen? Das fängt damit an, dass wir zufrieden sind mit dort, was Gott uns jaft. Sie ich zufrieden mit dort, was er mir jaft? Kann ich lernen, was er mir dort jaft? Was Dinge muss ich uitholen oder seinen mit zu handeln? Einmal lädt Gott mir durch die Wüste, wer er mir was lehren und sich selbst zu mir offenbaren will, um uns Verhältnis tiefer zu machen. Gott sägt kein Personal ab die Erde, um gewisse Arbeiten zu verrichten, er sägt Verhältnisse. Und mit diese Verhältnisse bringt er Dinge am Wasser. Vielleicht kannst du die nu mal wat Zeit nehmen, um still zu sein. Lot dem Heiligen Geist zu dir reden. Wenn Gott all dich wat zu dir geredet haft, wenn er zu dir Hort geredet haft, oder die engagiert haft, vielleicht über eine ganz besondere Sache, dann schrieb dort doll, denk darüber nach und mach eine Entscheidung. Vielleicht fällst du so aus, wenn du nu gerade für einen gewaltigen Borg bist. Vielleicht bist du für eine nicht überwindbare Wand von Hoffnungslosigkeit. Fragst du dich, wo das schaffen kann? Wo soll ich das tun? Ich habe eine Firma und ich habe etliche Summen Geld geliebt und das ist noch alle am Gehen. Was soll ich tun? Wenn du überwältigt fühlst, dort kann ich verstehen. Wenn du vor einer Wand stehst, wo scheinbar nicht zu klettern geht, eine was anders ist, als was du immer dachtest, dann go etliche Schritte zurück, aber bleib wieder ob, so dass du Gott hören wirst, wenn er dir was nie sagen wird. Gott haft ut wollen. Sieg nicht selbst nur Leisungen, aber bet Gott darum, weil die frei Antworten zu erwarten. Herr, was sind deine Leisungen in Ideen? Dann lur nur seine Antwort.